Im Osten sind sie hoch, die Kosten. Und damit herzlich willkommen zurück zu Berseria. Wir sind hier ja, in Eastgate, wenn man es auf Englisch formulieren möchte. Und ich glaube, ein Ort, den Velvet nicht so gerne aufsuchen würde. Aus Gründen. Aber nur ganz knapp, hey. Miauz, genau. Noch 4 Truhen. Und vielleicht sogar viele Informationen. Mal schauen. Auch nicht, außer da wird etwas Neues. Die Nummer 15 zumindest mal. Giftiger Krieg, Alter. Die Level, die wir mittlerweile haben. Makellose Silberleiche. 19? Nummer 20. 10, 17, 16, 15, 4. Die 14 fehlt. Wo ist die 14? Wieso fehlt mir hier die 14? Verstehe ich nicht. Muss man das verstehen? Ich glaube nicht. So, hier war also nichts Besonderes. Sollen wir auf dem Marktplatz gucken? Eine Runde übernachten kann nicht schaden, oder? Hier geht's noch rein. Hier haben wir aber sonst auch nichts. Ja, toll. Nö. Schade, schade, schade. Du. Aber übernachten war. So sind wir frisch und munter. Jo, 6 SA, 5 SA, 4 SA. Wow. Krasse Scheiße. You're travelers, right? How are other towns doing? Is the demon blight as bad as they say? Demons are attacking cities all the world over, and the demon blight is spreading like wildfire. It's nuts! That's terrible. Living in this town, I almost forgot about the demons. There hasn't been a case of demon blight here since the Advent. Nothing much has changed over the past 3 years. Yeah, this town's the same as it's always been. You've been here before? Many times. Really now? Wait, there is something that changed. The prickle boar meat. The prickle boar meat? Yup, it's gotten much easier to get your hands on high-quality, tasty meat. The hunters are probably able to do so well because they don't have to worry about demon attacks. Well, I hope you enjoy your return to Taliesin. Have fun! A town without demons. Could be there's a Therian at the Earth Pulse point in Eastgan that's devouring the malevolence. What do you think? That would certainly explain things. Das ist wahr. So, jetzt auch mal die Ausrüstung checken. Und zwar ein bisschen gründlicher. Hier noch ein Kraftring, okay. Läuferglück ist auch nichts. Naturentaschen, nee, bringt's nichts. Kraftring, nö, auch nichts. Stiefel haben auch nichts Neues. Bei Esen, wie sieht's da aus? Auch bloß der Kraftring, der bei ihm auch nicht viel bringt. Ja. Die Organendolche, genau. Kraftring, nee. Nee, ist doch alles scheiße. So, kommen wir noch zur Damenwelt. Weniger Fokus dafür mehr. Ja, Fokus darf man nie unterschätzen, Leute. Darf man nie unterschätzen. Angriff KP sinken. Verteidigung müssen mehr, das kann doch nicht schaden. Ich verliere nur ungefähr 20 Angriff, KP nur 30, Läuferglück machen wir mal. Ist doch cool. Kalzitstiefel, nee, Magieangriff sinken kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Nicht bei Miss Magilu. So, gut. Den Rest also verkaufen, beziehungsweise zerlegen, weil wieso verkaufen, brauchen eh kein Geld. Wir haben eh keine Geldsorgen.
So. Ich wollte gerade sagen, war schon alles? Respekt. Kaufen Traubengelee. Sehr schön. Dankeschön. Preis nachlassen. Alles Teiler. Die sind schon teurer, wa? Und zwar so teuer, dass man gar keinen leisten kann. Lecko mir gut. Traubengelee. Ich habe 12 Stück gekauft. Ah, das können wir doch langsam dem Punkt des Spiels, wo es... wisst schon. Feldsparklinge. Ich hatte den Kuh gar nicht durch, wa? Gut, dann machen Kuh machen natürlich weniger auf Art, wenn man ehrlich. Doch, ich behalte es mal noch. Auch weil mein Kuh gar nicht durch hat das am Kopf gemacht. Ich meine, hallo? Geht's noch krass oder was? Mason verliert ein Esser, dafür erhöhen sich all seine Werte. Ich nehme den Anhänger mal. Variieren die Werte auch ziemlich. Der Fokus bei Magilu. Mal testen, ob das klappt. Fokus Verteidigung bei Eleanor. Puh. Das wäre etwas für Acen. Oh. Ja, wir vorhin schon gesagt haben, wer langsam teurer war. Kann man gar nicht mehr leisten. Verdammte Scheiße, so schnell kann es gehen. Ja, aber es ist im Traum schon übertrieben. Mein Gott. Da können uns sonst nichts Neues, wa? Ich hatte jetzt schon für Maki, aber doch irgendwas gekauft, wa? Oder war's für Luffy? Ne, war für Maki, du. Der Schalenring, okay. Zwei Dinge gekauft, oder? Ich habe noch garantiert zwei. Doch, waren zwei. Ja, direkt mal hier weitergeben, okay. Wollte schon sagen, genau, für Ace noch was gekauft. Ich glaube, der Rest war ziemlich im Eimer. So zerlegen könnte ich, wie gesagt, mal machen. Mal Zeitungspulver. So. Dann haben wir allerdings kaum noch Kohle, aber wir haben noch viele Verbrauchsgegenstände hier. Und zwar, glaube ich, teilweise sogar sehr viele. Sieht schon viel besser aus. Was machen wir da? 34. Zutaten verkaufen. Ja, warum nicht, wa? Kann man einfach kaufen. Vielleicht brauchen wir den Rest später mal noch. Wer weiß, wer weiß. Jungdrachen für ja, kann ich auch einfach kaufen. Seht ihr schon der Kohle? So, hat vielleicht noch ein paar Waffen hier. Nee, komm. Ein anderes Mal vielleicht, I just love the feel of the sun on my face. I'm glad the fog finally cleared up. For days it was so thick, you couldn't see past your own nose. We're lucky a demon didn't show up in all that fog. Eastgan hasn't had much demon trouble to speak of. Didn't you know that? During the Advent, towns all across Eastgan were attacked by demons. It was Lord Artorias who saved us. Ever since, our towns have seen almost no demon attacks. Is that true? Oh, pardon me, Lady Exorcist. But if you're with the Abbey, surely you've heard about how things are here in Eastgand. Of course, demons are lurking about outside our towns. But for whatever reason, they don't attack us where we live.
That sounds unbelievable. Everyone who visits us from abroad says the same thing. But this is neither joke nor lie. Everyone says that Lord Artorias' power lingers here, protecting our town against the demons. Whatever the reason, you're safe here. Relax and please enjoy yourselves. Thank you. We appreciate it. Why do demons avoid these towns? Gute Frage. Nächste Frage. Good day. How are you liking Taliesin? I bet you're surprised not to see any exorcists. Yeah, The exorcists stationed in Eastgand. Then again, few. Are they on another of the... That's right. They're currently in Northgand. Even though they're gone, we still have regular. Maybe they should just move the cap. Ja. Bei nichts Neues, wir wissen ja, wegen Dämonen und so, es statt in Ruhe lassen. Und jetzt wissen wir halt, dass auch im Norden sind die ganzen Exorzisten. Naja. Kein perverser Papst hier. Nö. Ah, damn! I forgot today was the day Nico was coming. I missed out on buying that special quiche. That's too bad. I wish she'd just open up a shop here. You'd think it would be easier than always having to make the long trek from a ball. I heard she doesn't want to leave the village because she's waiting for her missing friend to return. What are you talking about? A ball's nothing but a ruin. What? Well, you're a morbid young woman. Sure, the place was hit pretty bad by a demon a few years ago, but it's not like it's abandoned. Many of the villagers were hurt, but thanks to Lord Artorias, nearly all of them survived in the end. Can't be. It certainly is. In fact, there's a girl from there, Nico, who comes here once a week to sell things. Just yesterday, my husband sent medicine to the general store there and got some juicy prickle boar meat in return. That can't be right. With my own hand, Velvet? What's going on? That's what I'd like to know. Die Läuterung, Freund, die Läuterung. Was wäre echt, wenn Velvet halt... Ich meine, sie hat damals ihre Kräfte gerade erst bekommen und so. Was ist, wenn sie damals gar nicht in Lage war, die Menschen, beziehungsweise natürlich Dämonen quasi gänzlich zu töten, quasi auch nur die Bose ein bisschen aufgesaugt hat. Naturus und halt den Rest noch erledigt hat mit der Läuterung, oder aber Velvet hat damals irgendwie automatisch die ganze Bosheit aufgenommen, ist nur den größten Teil und damit quasi Selbstläuterung durchgeführt. Ja, keine Ahnung, würde ich auch sagen. Ist auch ein bisschen crazy, was hier abgeht. Aber trotzdem interessant, wenn wir also sagen, auf zu Nico. That festival over in a ball sure was fun, wasn't it? It sure was. What a cheerful and happy place. And the food was amazing. I'd love to go back sometime. I loved the prickle boar meatballs. Nico's quiche was so good. It was a master quiche. This Nico must be a great cook. I'd love to try this master quiche. Where did you learn a joke like that? Anyway, Taliesin's Fisherman Festival is coming up soon. We've got to show the folks from a ball a good time. Yeah, I'm gonna help my uncle catch lots of tasty fish for the festival. What do you think you'll catch? Pickled mackerel, tuna rolls, oh, and duck stew. Those are all the names of dishes, silly. And a duck isn't a fish, it's a bird. I swear, you don't think of anything but food. Nico's quiche. Ja, da steht uns wohl bald schon ein Wiedersehen bevor, mit alten Freunden. So. Sehr schön. Ja, ein bisschen borden. Yeah, yeah. Ask me what this town's known for. Answer, stairs. Yeah, I've never seen this. You're close to the sea and the weather is beautiful and everything. Not at all. I walk the stairs. Everyone raised here has a strong set of... Ja. Bekannt für Treppen, was soll Sachen interessant sein, Leute, ganz ehrlich. Egal, wir haben den Start soweit durchmarschiert, sehr schön. Velvets Diskussion noch, oder? Erstmal wieder die Vanellt, ja. Ich will zurückgehen. Immer schneller, oder? Täusche mich jetzt. All right.
Show him how Ifried's crew can sail. Ja, ein bisschen. So, Velvet said a ball was wiped off the map, but it sounds like someone's been coming from there with things to sell. Do you think a new group of settlers moved in? Apparently that merchant Nico is someone Velvet knows. She said something about Artorias having saved the village. Do you think it had something to do with the Earth Pulse point? I can't say. We've heard too many conflicting things. This feels wrong to me. Really, really wrong. We won't find the truth by wandering blindly in the dark. The path forward is our only way. Right. It's not like we can turn back. But Miss Mogulu, what if there's darkness ahead too? Then we'll take a nice nap together. Forever, probably. Oh. yo. We'll just have to go there and see for ourselves. Which way is your village? It's far to the east, through the Morgana woods. Ich bin gespannt, wie stark die Monster hier sind. Wolfsberserker. Ja. Ja, haben schon ein bisschen Power. Aber eben nur ein bisschen Power. Okay, schöne Erfahrungspunkte. Sehr gut. Wie ist Velvets Heimatstadt? Das ist nur eine gute Frage. Warte, echt so weit hinten? I wonder what Velvet's hometown is like. A ball? I've heard about it from other sailors, although that was a long time ago. They said it's a fairly plain place, and it's home to rustic, hospitable folk. That sounds like any country village to me. I wonder if Velvet used to be rustic and hospitable. Oh, you mean to say she's devious and rude now? Not at all. It's okay, you can admit it. It's pretty much the truth. Well, I imagine she was a plain, hardworking girl. You really believe that? Call it a guess, really. I bet she was a cheerful, loving sister. Maybe so. And now she's the Lord of Calamity. If she sees her former friends, maybe she'll remember some of what she's lost. But what has she lost? Ist echt krass, was wir echt hier als Herrscher des Unheils quasi spielen. Ich glaub's ihm noch nicht ganz. So, aber erinnere mich daran, dass im Prinzip die Routen hier doch ziemlich einfach gestrickt waren. Alter, hab's gar nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, dass da unten irgendwas war. Halten doch ziemlich was aus. So, willst du bitte mal draufgehen? Dankeschön. Come on, really? Ja, das lohnt sich eigentlich doch, wa? Mal ehrlich sind. Aber theoretisch noch genug irgendwie Offscreen zocken. Offscreen trainieren natürlich. Offscreen zocken. Hier haben wir ein böses Monster. War wir damals schon hier? Da war das der andere Ausgang, wo wir damals noch gar nicht hin konnten. Mir kommt das doch alles irgendwie sehr vertraut vor. Irgendwie, wie es aufgebaut ist, die ganze Landschaft und so, vielleicht einfach gleich. Kann wohl raus sein. Bläh, bläh, bläh. Kommen da hoch.
Schnauzewolf. Hat er eigentlich gesagt, Schnauzewolf? Sind aber sehr schnell kaputt. Aber war es eigentlich ein riskantes Treffen, ne? Ja, gute Frage, kommen wir jetzt wieder hoch? Du. 3 Truhen insgesamt. Jetzt waren es noch 2. Jai. Yeah. Say, do you know why Velvet was sent to that prison island in the first place? It had to be to funnel the other prisoners' malevolence to Enominat, right? There's an Earth Pulse point near a ball, right? Wouldn't it have been easier just to leave her there? Lack of food, probably. I heard she devoured the entire village. Could that rumor really be true? Who can say? Let's ask Eisen's coin. You know it doesn't work like that. Alright, let's think. Why else would Artorias move Velvet to the island? If she was the first Therian he captured... He needed a guinea pig to test out what was written in the ancient book. Precisely. He made a special cage for her in the island prison, where Earth Pulse Point and Malevolence met. Then he used Velvet to test how Therians work. Huh. I could see him doing that. But turning his own family into an experiment. I'm just offering a theory. But a man willing to sacrifice his brother's life wouldn't likely show mercy to his sister either. How could he be capable of such things? Perhaps that's just how badly he wants to save this world. Or perhaps there's no other way it could be saved. Huh? Es gibt immer einen anderen Weg, Leute. Immer. Was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Truhe, immerhin etwas. Drüben ist offenbar nichts. Da haben wir noch was am Boden gefunden. Dankeschön. Ja. Sup. Yeah, hier oben noch was. Die letzte Truhe des Gebiets. Sehr schön. Mit einem Trank des Lebens. So, langsam mal ein paar beenden hier. Erstmal gucken, wie ich wieder am besten zurückkomme. Yeah. Boden. Also mit Ruhe. Nein, uff. Scheiße. Mann, ich bin das Falsche, ey. Hier, Wasser. Also, eigentlich müsste es Wasser sein. Oh, das hat wehgetan. Und ich glaube, das irgendwie auch. Level 35 bereits für Velvet Crow. Jetzt ist irgendwie... Jetzt hinkt... Hä, wieso ist das Ace mit dahinter mit dem Level? Ich verstehe es nicht ganz. Mann, sind die schnell. Oh, Alter! 5 oder 6 miteinander, cool, warte, nicht von der Schwäche. Aha, Wind. Das war auch krass. Wow. Wo ist denn jetzt? Ach, da vorne ist es, wa? Ah, der soll es sein? Das sieht so richtig klein aus. Wieso ist der denn? Verstehe ich nicht. Oh, dann kannst du, ich habe sicher zu wenig. Aber locker zu wenig. Alter! Nee, der kriegt doch schon.
Vergiss es. Morgana-Wald, Freunde, wir sind... Interessant, wa? Weißt du, Morgana-Wald? Hä? Den Wald kennen wir ja selbst, aber... Ich habe nie irgendwie spiegelverkehrt in Erinnerung. Was zum Henker? Naja. Wie es weitergeht, wieder hier bei Berseria, erfahren wir hoffentlich in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.